Vom Einer der Junioren geht es zu dem Doppelvierer der Juniorinnen, gleiche Alterskategorie, U15 und vor wenigen Augenblicken gestartet die erste Serie mit 5 Booten hier im Rennen. Alle 5 Boote sind gut weggekommen und so wie es aussieht, ist es die Bahn 3, Lausanne Sport Section Aviron, die hier in Führung liegt. Mit diesem Boot ist Marie Libal, Jamina Antoni Pillay, Emma Geniu und Anaïs Frey. Sie führen mit etwa einer halben Länge Vorsprung vor dem Boot auf der Bahn 1. Das ist der Club Aviron Wesena 1 und dem Boot auf der Bahn 4, der Renngemeinschaft Seeclub Biel, Seeclub Thun. Dann haben wir an 4. Stelle auch noch sehr gut im Rennen die Renngemeinschaft Seeclub Küsnacht, Ruderclub Rapperswil Jona. Und das Boot des Ruderclub Kam mit Nicole Schmid, Lara Fisser, Matthias Rüdi und Svea Rocker ist leicht zurückgefallen. An der Spitze aber ein tolles Rennen, 4 Boote innerhalb von einer guten Bootslänge und es ist das Boot des Club Aviron Wesena, das da etwas Steuerschwierigkeiten gehabt hat, etwas knapp hier an den Bäuen auf der Außenbahn vorbeifährt, aber jetzt sind sie wieder in der Bahn, sie versuchen nun aufzuschließen zum Boot des Lausanne Sport Section Aviron. 4 rameuses en couple, moins de 15 ans, nous avons en tête Lausanne Sport Section Aviron avec Libal, Antoni Pillay, Geniu et Frey. Une demi-longueur derrière le deuxième bateau de la Suisse romande, c'est le Club Aviron Wesena 1 avec Jacques Herriot, Bateau, Gicotti et Pfeffer. Ils ont un demi-longueur de retard sur Lausanne Sport Section Aviron. À la 3e position, l'équipe mixte Biel Thun, suivie par l'équipe mixte Küsnacht Rapperswil Jona. Et à la 5e position, le Ruderclub Kam. Gehen wir wieder an die Spitze. Es ist jetzt doch Lausanne Sport Section Aviron gelungen, den Vorsprung auszubauen. Und in dem Augenblick, in dem ich das sage, machen sie einen schweren Krebs. Das Boot bleibt stehen, kommt komplett. Und jetzt ist das Boot nebendran noch in sie hineingefahren. Also ein Krebs, dann eine Kollision. Hier haben wir 2 Boote, die komplett zum Stillstand gekommen sind. Das hat jetzt der Club Aviron Wesena natürlich an die Spitze katapultiert. Dahinter haben wir auf der Bahn 2 die Renngemeinschaft Küsnacht Rapperswil Jona. Aber nichts ist weiter geschehen. Die beiden Boote haben sich wieder lösen können und fahren jetzt weiter. Natürlich neue Reihenfolge jetzt an 3. Stelle diese Renngemeinschaft Biel Thun. Und an der 4. Position das bis anhin führende Boot von Lausanne Sport Section Aviron, das mit einem Krebs diese Kollision auch verursacht hat. An 5. Position der Ruderclub Kam. Ich habe noch das Resultat nachzutragen von der 5. Serie.